Goedemorgen alle. Welkom hier vanavond morgens als we het opkomen waren en deze week vanavond worden Weihnachten vieren. We worden hier een beetje een programma hin vanavond. So ik hoop dat je han je uitgemerkt, weet wat de wat God van je doen heeft. Besonders deze tijd, wo we erinnern dat God Jezus, God bracht Jezus naar de eerd en dan hebben we zijn kind. En dat we deze week vieren. So we zijn zo dankbaar daarvoor. Een klein tijd wat we vanavond worden doen. We wollen hier wat Leute singen. Dann nur dort, wo wir hier Diakon-Commissioning haben, oder der Diakon-Bestellung, dann nur dort, was der Predigt, dann ab irgendwo was Leute singen war. Also ich hoffe, wir wollen hier eine Zeit haben von uns mal dort nehmen und Gott loben für alles, was er uns zu tun hat. Wir haben noch ins Hauptnein zum Beten. Großer Gott, wir kommen fertig von uns mal. Wir verdienen die Worship mit uns sein und alles, was wir hier tun, was verdienen ihr sein. Das sei in Jesu Namen. Amen. Good morning, Sola. Wij gaan aandoen op te staan en waar we den Herrn loven en danken en wie wel met dat leid ontvangen. Vrij in veld, de Herr kan. Oh man, al de paggen hieruit. En dan waar we am loven en ik hoop kan je alle hier en ween dit leid vrij in veld. En waar we met een vriendel dit gezegd dit leid zingen ween. Wat treurig wordt het niet zijn, wanneer hij nog niet gekomen wordt zijn. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit, von Gnaden reich, von Herrn Tat, der Herr, der Herrlichkeit, der Herr, der Herr, der Herrlichkeit. Freue dich, Welt, es ist der Herr, nun rausche froh dein Sang, von Feld und Flut, von Berg und Meer, erschallt der Jubel, erschallt der Jubelklang. Da bricht herein der Herr Gebäud, vorbei der Menschheit nach. Sein Zepter ist Gerechtigkeit und Liebe seine Macht, und Liebe seine Macht. Stille Nacht, helle Nacht, alles schlapt einsam wach.
himmlischen Kind, bei dem himmlischen Kind. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten ist kundgemacht durch der Engel, Halleluja. Tönt es jubelnd von ferne und nah. Christ der Retter ist da. Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Je ken je doelzaten man je wel, de andere Leute zijn vielleicht nicht sehr bekannt, aber singt mit. Und das nächste Lied, es hält je nach, du bist willkommen, because du brauchst uns den Heiland. Alle Nacht sei uns willkommen, als ein Kind, ein lieb und fromm, liegt der Retter von dem Fall, in der Schafe dunklem Stall. Sei willkommen, Sei willkommen, heute Nacht, heilige Nacht, aus den Heimat, uns gebracht, Land gebracht, heute sich der Engel Herr, freuen wir uns noch viel mehr. Die wir fern vom Gnadenmond seufzen unter Gottes Sohn, in dem Kind von Bethlehem sind wir wieder angenehm. Sei Sei willkommen, heute Nacht, heilige Nacht, aus den Heim, uns gebracht, Land gebracht, freute sich der Engel Herr, freuen wir uns noch viel mehr. Ist Gott in der Höhe, dessen Herz auf unserem Weg in so heißer Liebe brannt, dass uns ein Kind gesandt. Sei willkommen, heute Nacht, heilige Nacht, aus den Heim, uns gebracht, Land gebracht, freute sich der Engel Herr, freuen wir uns noch viel mehr. Ehre Gottes eigenen Sohn, der von seinem Freudenthron in dem Elend dieser Welt sich als Helfer eingestellt. Sei willkommen, heute Nacht, heilige Nacht, aus den Heim, uns gebracht, Land gebracht, freute sich der Engel Herr, freuen wir uns noch viel mehr. Ein Kind ist uns geboren, dort erst den König sehen.
Kind ist uns geboren, es ist ein Königssohn, zum Herrscher auserkoren, Komm vom Himmelsthron. o hört, wer dieses Kindlein war, es heißet wunderbar. Es heißet wunderbar. Ist der Himmelskönig, den Gott für uns gesandt. Doch kennen ihn nur wenig. Ist wohl dir bekannt? Ist ein Heiland in der Tat. Drum heißet auch Rat, drum heißet auch Rat. Herrschet auf der Erde, in jedem Herz das Sein, ist Hirte seiner Herde, Die hier von Sünden rein. ein jeder Schäflein erhält, sein Name ist Kraft und Held, sein Name ist Kraft und Held. Gott hat sich offenbaret durch seinen Sohn im Fleisch, auf den man längst geharret, Macht jetzt viel Menschen reich. ihr Kinder Gottes, den nur preist, der ewig Vater heißt, der ewig Vater heißt. Als Herrscher aller Herrscher sitzt jetzt auf dem Thron. Ist der Herzerforscher, Und Gottes lieber Sohn. such ihn, bis du ihn finden wirst. Heißet Friede Fürst, heißet Friede Fürst. Kijk, we quitten Unger up vrouwen, ook Pete and Annie Newfold, and Pete and Nancy Radekop and Martha Unger. Can you come up? For Peter and Annie Newfeld and Martha Unger. Ja, Martha, wie wil je kan staan? Ik wil best een klein beetje reden wat die kan zijn en waar zij in deze twak zijn. Ik weet twakken gaan een beetje verschieden. Waar ze twakken gaan, die kan zijn leiders in de twak, wo ze de geld leiden en zo wieder. Maar in deze twak, die kan zijn poort van wat we de care ministry namen. Zij helpen met zo'n wat in nood zijn. Zij helpen met zo'n wat een zware tijd doorgaan. En zo dat is wat we vrouwen voor onze diakon. En dit is Peter en Annie en dit is Martha. Je wordt vielleicht een klein beetje vrouwen. Ik vroeg Martha of ik kan een klein beetje erklären waarom Martha hier boven is en zoals een diakon naamgewählt, aber nicht Bill. En wegen wir haben het gewöhnlich so, dat Lied sind. Aber waarom het zo is dat Bill dat in verschillende wegen in de twak doen en zijn golf essen zu zijn met mensen helpen. Aber Martha golf essen dort. En zo we wollen Martha unterstützen en we zijn de golf
in en zodat we zij hier alleen is. Dat is niet dat Bill niet geholpen wordt, maar dat is niet, Bill valt zich dat hij weer niet zo roep voor deze arbeid zoals Martha weer. So, wat we van deel willen doen, ik wil een bus vrouw, een vrouw vragen, en ik wil dat in Engels en in Duits, en dan, nu dat, dan willen we even niet bidden. So, de vrouw is, het is ganz simpel, Gott hat ihn zu dieser Arbeit geraubt, und je fallen darauf, und der Zweck hat ihn unterstützt, mit ihn zu nennen wollen. Wo ihn hingeben, um diese Zweck dein und Gott dein mit ihnen geben. So the question is, God has called you to the care ministry. He has gifted you with spiritual gifts, and the church has affirmed you with a vote. Do you commit yourself to serve in the care ministry, serving God and others? Okay, at this time, we'd love to pray over you. So I've asked, John gevraagd om ook bidden, en wij willen hang op lijn en bidden voor hen. Herr Gott, wir sagen dir vielen Dank für was du da ist, dass du nach Menschen immer open das für die schaffen dann. Besonders wir sagen vielen Dank für die was Pien an den Ufeld und Martha Unger, was sich haben wahrlich gesagt, jo, wir wollen für die schaffen, wir wollen hier in der Situation schaffen, dass die kommen und mithalten, wo immer Gott, die was haben, wir sollen tun. Wir fragen, die was mit uns sein, die was uns sehen, besonders als eine Familie, dort die was eine Freude geben, wenn sie das tun, dort hier in der schaffen tun und alles, was die hier tun, was für die ihr sein. Wir fragen, die was besonders mit der Versammlung sein auch und sehen uns durch diese Zeit. Laten we Hemelse Vader, we zijn dankbaar van de Smars, voor Piet en Annie Neufeld en voor Martha Unger. We freuen ons als natuurlijk dat u hast aan de poort gezet voor deze ministry. We zijn de go wat u aan je gegeven hast. We beten God dat u was aan zijn met kracht, met wijsheid, met leid en lief. We weten dat van de kerk zorgen deed voor zo'n wat in nood zijn, dat als du wat dir anschaffen is. We beten dat u was en ook helpen die nog vallen, die leven wat een bewijs zijn voor een kind Gottes, wat een voorbeeld is voor leven en genoot wat van die komen deed. We beten in zijn eeuwige eind en halb eind dein. We beten dit in Jezus' naam. Amen. Dankeschön. Eine Frau, die ich ein paar von euch gefragt habe, wenn ihr nannt haben, als sehr gereiht für Weihnachten. Und viele von euch reden von, wir merken Reit zum Taub kommen, wir merken Reit, dass die Familie kommen, wir merken Reit, dass die Geschenke alle gekauft sind. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir uns Hortreit merken, dass wir Weihnachten können holen, über die Ursache, woran wir Weihnachten haben. Und das ist, dass Jesus erst zur Welt gekommen ist, für die Welt zu raten. Und das wir wollen von dir sein, Jesus ist nicht bis gekommen, von unseren Sünden zu raten. Die Weihnachtszeit ist nicht bis in Phase, was wir haben, wenn wir freuen uns, dass Jesus Christus erst für die erste Mal gekommen ist. Das ist auch ein Beweis, und wir denken fairer war, in der Zeit, wo Jesus nach Hause kommt. So, wir wollen von dir von Jesaja Kapitel 9, 5 bis 6. Und als wir wieder gehen, werden wir anfangen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind Frau, wir freuen uns, wir sind dankbar, dass du Jesus Christus zur Welt schicken willst. Und in diesem nächsten Werk, da wird ein drohke Werk sein für viele von uns. Wir freuen Gott, dass du uns lehren in seiner Weg, dass wir nicht vergessen, woran wir Weihnachten haben. Und für so ein Wort in dieser Weihnachtenzeit, vielleicht allein sein für die erste Mal. Das ist die erste Weihnachten ohne einen Partner. Ich bete Gott, dass du dich bei sein, was allein feiern. Wir freuen uns für so eine, was krank sind. Und vielleicht für so eine, was nu wird schwierig lauten wird. Gott, ich bete, dass du in kranksten Weg zu dir Genüge bringen, dass die erste Weihnachten, diese Weihnachten wird ein Beweis sein für deine Kraft und dein Leben. Wir freuen Gott, dass du uns ein Wort aufmerken von dir, dass wir können hören von dir. Dort, was du hast für uns.
Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Wir wollen von dir an 26, weil wir in Jesaja Kapitel 9, 5 und 6, das sind 2 Versen, und wir wollen ein mit denken, sehr wenig in der Weihnachtszeit, wo wir von Lukas oder Matthäus lesen. Ich glaube, diese Versen sind sehr wichtig für uns in der Weihnachtszeit. Wegen das, wo Jesaja prophezeien deed, dass der Wort en Rader kommt. Und da von wer Jesaja reden deed, wie Jesus Christus. Jesaja weiß den Menschen, der Tag kommt, was wird noch kommen. Und viele Dinge, die dann passieren deed in seiner Zeit, passiert in der Zeit, wo Jesus kam. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen studieren, und was von der Zeit sei, in der Zeit wäre, in der biblischen Zeit, wenn Jesaja reden deed, und dann, wenn Jesus Christus kommen deed, viele von den Dingen, die passieren deed in der Zeit, was anging, sind sehr so, als was von der und nach in unserer Zeit auch sind. So, wenn wir die Versen lesen, Jesaja Kapitel 9, 5 bis 6. Dort sagt es das. Willst uns erst ein Kind geboren? Wir haben ein Sohn gekriegt. Und er hat dort Reich zu regieren. Er wird der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater und der Friedensprinz genannt worden. Sein Machtreich und der Fried unger am Wort ohne eng zu nehmen. Er wird auf David sein Thron setzen, sein Reich aufrichtig und nur dort wird reicht und von nu an und ab Amma regieren. Der Herr, der alles regiert, wird das in seinem Leben tun. So diese Versen lehren uns, und ich will von der besonders bis zu den ersten Part von 5 reden. Diese Versen lehren uns, was passiert dort erste Weihnachten. Und gleich gesagt, das sagt, willst uns erst ein Kind geboren? Wir haben einen Sohn gekriegt. So, wenn wir von Jesus Christus reden und wir brauchen zu verstehen, wer er ist, Jesus Christus hat 2 Naturen sozusagen. Er ist Mensch und er ist Gott. So, wenn wir sagen, was meint er, dort ein Kind geboren ist und dort ein Sohn gejäft wird? Ich glaube, in Englisch spricht wie das wird, Incarnation. Du hast ein Wort in Jesaja Kapitel 7, Emmanuel. Emmanuel ist ein Wort, was die Bibel geschrieben geben, dort meint Gott ist mit uns. So, Gott bringt, wer er ist, voll Gott, und er kommt und er ist mit uns, er ist ganz Mensch. Galater Kapitel 4, der 4. Vers sagt es das. Aber aus der Zeit erst kommen wir, schickt Gott sein Sehen, geboren von einer Früh an Unger der Gesetz Gestalt. So, wir sagen hier, Gott schickt sein Sehen, er wird geboren von der Früh, Unger der Gesetz Gestalt. So, wir wollen von der sein, der zwei Part, Jesus wie Mensch und Jesus wie Gott. Klein bisschen den Kontext von diesen Versen. Das werden geschrieben in der Zeit, wo Ahaz der König war. Wir sagen von 2. König, das sagt hier in der 2. Vers, redet ein bisschen mit, wer er war. Ahaz war 20 Jahre alt, als er König wird. Und er war König in Jerusalem für 16 Jahre. Er deed nicht, was dem Herrn reich war, so als sein Stammvater David reich getan hat. Und das war die meiste selbe Zeit, wo Elia, der Prophet, war. Das war die Zeit, wo zu Wort Jesaja reden deed. Das war eine Zeit, wo düster war. Sondern was braucht denn Gott not zu fallen, wird es eine schwere Zeit. Das war eine Zeit, wo der König selbst braucht sein ganzes Land von Gott weich zu leiten. Der braucht seine Volk von Gott weich zu leiten. Ich glaube, das sind Zeiten, wo wir als Menschen feiern uns so, dass das Land, wo wir leben, der Königs, und die dort anleden, brauchen uns von Gott weich zu leiten. Das war eine jährliche düstere Zeit. Viele Menschen reden noch oft Jahre.
Dat fällt sich so, dass die, wat jenen Gott wären, wurden gewinnen. In Jesaja Kapitel 9, de tweede vers, een paar vers, oder de eerste vers, sagt, dat Volk, dat een düsteren Raum ging, heeft een groot licht gezien, op die wat door je slechte land woonden, schijnt dat nu dag. En dit is de nodig wat ik wil gaan, we zullen in deze weihnachtstijd voeten. We wonen ook in een tijd, waar het zo veel is dat we in düsteren Raum gaan doen. Wanneer het niet is dat we zelfs een zware tijd doorgaan, onze wereld is een andere. Onze wereld is beduurd aan virus, onze wereld is beduurd aan onze geschäften zijn vielleicht niet zo goed te zijn. En viele mensen, er is veel nood in onze community. Viele mensen weten niet waar ze worden, genoeg geld hebben om wieder te schaffen. En in deze duisternis heeft God een Rader geschickt. Niet bis een kleine kind, aber een kleine kind wordt groot worden. En een almachtige God zijn. We worden zijn wat dat allemaal dat voor ons nächste zondag. Jezus is de licht voor ons, wat geschickt is, om in de duisternis naandagen. Zo een kracht in de weg, waar dat jästlich duister weer, in Jesaja zijn tijd weer jästlich duister, wanneer Jezus ter Welt kwam. Deze Lieden, sie hadden niet controle over ihr land, de Römer hadden gewalt over hen. En Jezus Christus zijn ouderen, zij waren groots wat zwaar doorgegaan. Maria is zwanger geworden, durch, dus de mensen dat zijn dan durch, dat zij niet met Jozef wie je was. En ook God wie stel je was voor 500 jaar. Van de laatste mol God durch een profeet reden deed. Wat wanneer Jezus Christus geboren weer 500 jaar. God wie ganz stil. God wie aan de arbeid. Aber de mensen hielden niet van God. En zo is het voor ons van de en dag ook verder. We wensen God wordt mal klar reden zu uns. Wir wünschen Gott wird sich mal klar beweisen. Vielleicht weil wir uns dort, wir sind in einer Zeit, wo wir jästlich dies da sind. Jästlich darstellig, aber das ist reich. Und in einer Zeit kam Jesus Christus näher. Jesus Christus wird Licht. Wenn Jesaja von der Dienstnis reden deed, er wird Licht von der ersten Mal kommen deed. Und von der und da ist Jesus Christus noch der Licht für uns. So das ist ein klein bisschen, zu wem Jesaja schreiben deed. Und dann redet er ein klein bisschen, was wird passieren, dass ein Rader wird kommen. Erstlich sagt er, will uns erst ein Kind geboren. Das ist die erste Part. Wer ist Jesus? Wer ist uns Messias? Er ist ein Kind. Er ist ein Kind, das geboren wird. Er ist ein ganzer Mensch. So wer ist Jesus? Er ist erst ganz Mensch und er ist ganz Gott. So wenn wir sagen, dass Jesus ein Mensch ist, was meinen wir mit Mensch? Was meint das, dass ein Mensch wörtlich ein Mensch ist? Erstlich, ein Mensch hat einen Körper. Ich glaube, das ist leicht zu verstehen. Und warum das wichtig ist, dass wir verstehen, was ein Mensch ist, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist. Und warum das wichtig ist, dass wir verstehen, dass Jesus Christus einen Körper hat, ist wegen der Viren sind, was leiden in der Zeit, dass Jesus Christus hat nicht einen Körper, wegen er Gott wir. Und ein Gott kann nicht einen Körper haben, wegen Gott ist jässlich. Und wir sind das Eva in dem Neuen Testament, wo der Schreiber und Lehrer lehren, dass Jesus Christus einen Körper hat. Und da wir diese Lehrwort ramgehen, das was falsch wäre, gegen die Lehre gehen. In Lukas Kapitel 2, der 11. und 12. Vers sagt es das. Und in dieser Nacht, in David seine Stadt, in Holland geboren, der Herr Christus. Und uitvingen of dat zo is, wo je door een kind vingen,
dort in Wingel aangewikkeld is en in de krib ligt. So Jesus Christus had een karpa, hij weer doorschrig, hij wordt meid, hij eet eten, en deed zijn karpa wij, en mensen kunnen hem aanscheren. Jesus Christus, wie zo zei een mens, dat mensen wat met hem opwassen, hadden een zware tijd aan te nemen dat hij in God weer. Ik geloof, we zijn verken Jesus Christus aan, zoals God, en we zijn raak van wie dat doen. Wij verken zijn wie ons eerst vielleicht een beetje aan stich, dat God mens wordt, en Jesus wie zo een mens, dat mensen hadden een zware tijd aannemen dat hij God weer. De tweede ding van een mens zijn, is dat een mens heeft van gedanken. Een mens kan dingen durchdenken en een mens kan wählen. In Lucas kapitel 2, 52 zegt es dit. En Jezus was op en nam toe aan wijsheid. En God en mensen hadden gevallen aan hem. Zoals Jezus op was, nam hij wijsheid aan. Hij was dol en dolle wijs, maar dat hij had in gedanken. En het tweede en het derde punt is dat een mens heeft een ziel. Jezus Christus had een mens een ziel. En wat de Bijbel meint met ziel is wat we verken van hart reden doen. Jezus Christus had een hart, dat meint hij had feeling. Dat meint dat hij kon metfeilen met mensen. Hij had een yes wat met God kon gemeenschap hebben. Het tweede ding van dat Jezus Christus een mens weer, en dit is waar hij buiten je weinig weer, is je weinig mensen. En dat weer dat hij tot een jonge vrouw geboren weer, in de vrouw wat nog niemand had met een man gewaast. Jesaja kapitel 7, de 14e vers, en prof kapitel 1, leert dit zegt ze dit. Na de Heer, den ik dien, wordt uit zichzelf een teken geven. Kijk eenmaal, een jonge vrouw wordt zwanger en wordt een jonkje hebben. En zij wordt dem Emmanuel nennen. So Jezus wordt van een jonge vrouw geboren zijn. Een jonge vrouw wat nog niemand een man had gehad. Dit wordt een wonder zijn. Dit wordt een teken zijn. Dat dit buiten je weinig weer. Dit is een teken voor ons dat de rading wat we willen hebben, moet van God komen. Dat is niet zo wat van mensen komen deed. Dat is niet zo wat mensen zich opdenken kunnen. Dat is een rading wat bloos van God komen deed. Bloos God kan ons raden. En God heeft het zo aangerecht dat het van aanvang van eng alle zijn plan is. Alle zijn werk is. En alle zijn leven zijn genood is. En alle wegen waar God had kunt Jezus ter wereld brengen. Ik geloof dit is de beste weg. Wanneer Jezus Christus had ter wereld gekomen, zoals hij voor de tweede maal wordt komen. Hij wordt zich aan in de hemel zitten zijn, waar hij een mens zijn körper aangenomen had en dan van de wijken raaf gekomen naar ons. En dan maakt ons proef te leven. Ik geloof, we worden hem niemands hand kunnen aannemen. Dus God en dus mens. Maar wanneer hij twee ouderen hadden, we worden in de zware tijd gaan aan te nemen dat hij werkelijk van God weer. Dat is God zijn plan, dat hij ganz mens weer, maar van een jonge vrouw geboren weer, dat ons bewijzen deed dat hij van God komen deed. Er zijn dan zo'n wat dan vrouwen doen. Wanneer God dus een moeder had en niet twee ouderen, kon hij de wegen mens zijn. Wegen dieses mensen, we hebben alle twee ouderen. Het is niet merkelijk dat een mens is, ohne dat hij twee ouderen heeft. En ik wil zeggen, de antwoord voor dit moet we naar Adam en Eva kijken. Adam en Eva hadden geen ouderen, maar zij waren ganz mensen. En zo is het met Jezus, hij was ganz mens. Niet wegen hij bloß een ouder had, maar wegen hij gemerkt wie, of geboren wie als mens. Waarom is het dan wichtig dat Jezus Christus ter wereld kwam en ganz mens was? Hebreeën kapitel 2, de 17e vers leert ons dit.
Deswegen muss er in alles so worden als seine Brüder. Dort er für ihn in deine Dienst vergrat, ein treuer und erbarmender Hohenpriester sein kann. Und die Sünden von den Menschen wegnehmen. So, worum das wichtig ist, dass Jesus zur Welt kam, als ein Mensch, als das. Dass er kann mitfeiern mit uns, er kann uns Hohenpriester sein. Und auch, dass er kann die Sünden von den Menschen wegnehmen. Bloß in der Person, was ein ganz Mensch ist, kann ein Vermittler sein zwischen uns und Gott. Bloß so, was ein ganz Mensch ist, kann mitfeiern mit uns. Und das ist das Wunder, von wer Jesus ist. Wo ist dort Melech, wo der Gott, was alles gemerkt hat, die Stirn, der Mond, die Welt, alle die Tiere, was hier sind, und allmächtiger Gott, kommt und er lebt mit uns in so einer Weise, dass er nu mit uns schwachen Menschen kann mitfeiern. Wo ist dort Melech? Und das ist bloß ein Beweis von unserem großen Leben, was Gott für uns hat. Dass er mitfeiern kann. Und wieder, er muss ganz Mensch sein, dass er unsere Sünden betonen. Bloß so, was kraxer wir es uns, kann anstehen für unsere Sünden. Jesus Christus kann für unsere Sünden betonen, wenn er wir es wie sind. Aber Jesus Christus wir in einer Weise anders ist, was wir sind. Er wir ganz Mensch, aber er hat nicht in Sinn Natur und er wir nicht in Sünder. Johannes Kapitel 8, 29 sagt es dort. Und der wer mich geschickt hat, erst mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen. Und ich dort einmal, was ihm gefällt. Er sagt, und ich einmal dort, was ihm gefällt. So Jesus sagt hier, was der Vater von mir verlangt hat, was recht ist, da ich einmal. Jesus, wir ohne Fehler. Er hat niemand sagen, was nicht Gott gefallen hat. Er will nicht in Sünder und er hat nicht Sünden. Und wenn Jesus Christus Gott wir, oder wenn er am Wort gegeben, er dort nicht miterben, die Sündennatur, was wir alle kriegen. Wir sind alle in Sünden geboren, wegen der Sinn, was von Adam und Eva raufgesagt wird, haben wir mitgeerben. Aber Jesus Christus, wegen sein Geburt, wie sie Brüder gewöhnlich, hat die Sündennatur nicht miterben. Das sind so eine Worte lernen dann, wenn Jesus Christus nicht ein Mensch hat, dort der Sinn kam durch den Mond. Der Frühs, der Sinnflucht, der Sinnnatur kam durch den Mond. Ich glaube nicht, dass wir dort annehmen, dass der Sinn durch den Mond kommen wird, wegen Frühs und Männer sind beide in Sinn geboren. Aber Gott hat ein Wunder, dort Jesus wird ohne eine Sinnnatur geboren. Das sind dann so, dass die Katholiken lernen, dass Jesus wie ohne Sinn geboren, wegen Maria, seine Mutter, wie auch ohne Sinn. Und die Katholiken lernen, dass Maria wie ohne Sinn geboren. Und wegen Maria 8 und rein wir, wenn der Heilige Geist an Maria kam, wegen sie rein wir, dann wir Jesus Christus zurückrennen. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Die Bibel lehrt das nicht. Und es ist nicht nötig, dass wir dort bleiben dürfen, wegen der Wunder, dass ein Mensch ohne Sinn geboren ist, wird bloß einmal trägt. Der Wunder ist, dass Jesus Christus war ohne Sinn geboren, nicht dass Maria war ohne Sinn geboren. Und dann sei wir auch, dort ein Kind ist geboren und ein Sehen ist gegeben. Wir haben ein Sehen gekriegt. Und das ist der zweite Part. Jesus war das Mensch geboren und er war das Gott gegeben. Das Messias, was wird kommen, wird ganz Gott sein. So was meint dort, dass Gott oder Jesus ganz Gott ist.
In Johannes Kapitel 3, der 16. Vers sagt das steht. Gott seine Liefde voor deze Welt is zo groot, dat hij zijn einzigen Zoon geeft, dat alle die aan hem geloven, worden niet verloren gaan, aber dat eeuwig Leben haben. So Gott schenkt Jesus Christus, am wordt gegeven. En dit is, dat hij wordt gegeven, dat is een bewijs dat hij wordt van Himmel gegeven, dat hij God is. So wat kan dat zijn dat in zijn wordt gegeven? Dat wat gegeven wordt, moet eier zijn, is dat is de tijd waarin de gegeven wordt. In orde weg te zijn, Jezus Christus moet eier zijn, is am wordt gegeven. En we geloven dat Jezus Christus is de tweede persoon van de drie-eenheid. Dat meint hij is immer geweest. So, dat is niet dat Jezus Christus kwam in existence naam, wanneer hij wordt gegeven. Hij wie al en wil hij weer aan wordt gegeven. In Filipper Kapitel 2, de 6e en 7e vers lied aan zo bij, wat groter wonder dit is. Jezus weer van zijn natuur her God. Aber dat zag hij niet zo aan, dat hij dat met geweld vasthouden moest. Hij trok zich dat zoals God zijn uit, nam einen gestalt aan als een knecht en werd daardoor zoals wie mensen, geboren als een mens. So we zijn in het Nieuwe Testament, dat Jezus Christus neemt twee noemens aan zichzelf. Dat eerste is mensen zijn. Ik weet niet wanneer je de eerste 4 Bücher in het Nieuwe Testament lezen dan. Ik heb verder gedacht, waarom wordt Jezus Christus zichzelf den mensen zijn nemen? Wordt het niet veel beter zijn geweest, wanneer hij wordt gezegd, ik ben de Gottes zijn? Wat meint Jezus Christus met dit? Ik geloof eerstlich, hij meint dat hij mens weer. Maar tweitens lezen we in Daniel Kapitel 7, de 13e vers. En dit is de vers van wat Jezus Christus reden deed. En dat zegt, en dan zag ik nog in mijn droom, dat einer der wijken kwam, dem dat nog een maan leidt. Dis maan wordt dem vergesteld, dem zijn deug niet te talen wären. So hier wird ein Mond kommen, das ein Mond leidt, und diesen Mond wird dem vergestalt, dem seine Deut nicht zu teilen wären. Der wir ein Menschen sehen. So wenn Jesus nennt sich als den Menschen sehen, er nennt sich nicht bis dort er ein Sehen ist von Menschen. Er redet von der Prophezei, was Daniel bringen wird, dort eine Person wird kommen, nur ein Menschen sehen. En met dit taalde hij zich en hij nam zich dat hij God weer. En aan God, Jezus Christus wordt ook de God te zijn genannt. Hij wordt van in voren geschickt. En wanneer mensen zeggen, wer Jezus weer, wat hij deed, mensen namen hem de God te zijn. En wanneer mensen hem God te zijn namen, de roepen hem aan zich God te zijn, Jezus Christus zet het niemand af. Dat stemt met wer hij wist hij weer. So waarom is het dan wichtig dat we dat verstaan doen, dat Jezus Christus een fallen God is? Jezus Christus kan bloos onze eigen loon betalen, die wat we ons verdiend hadden, door onze zin, wanneer hij ook eeuwig weer. En bloos zo'n wat eeuwig is, bloos God is zo'n wat eeuwig is. Zodat es bloos door God zijn plan, dat het meerlijk is, dat het eeuwig loon wat we verdiend hebben, door onze zin, kan bloos door een persoon betaald. En dat is zo'n wat ganz mens is en ook ganz God. Wils wanneer Jezus Christus bloos mens weer, dan wordt een eng zijn te welk grote prijs hij kan betalen. Wenn hij niet eeuwig weer. Wanneer Jezus Christus bloos mens weer, hij wordt zo te zijn kan, bloos een persoon zijn zin betonen.
wenn wir vereint sein. Aber wenn er auch Gott wir, kann er für alle unsere Sinn betonen. Und das ist das große Wunder, und das ist das große Notrecht von Weihnachten. Dort Jesus Christus kam zur Welt, er ist unser Retter. Und er will uns raten von unseren Sinn und dort, was wir unsere sind. Das ist auch wichtig, dass Jesus Christus Gott ist, wenn die Botschaft von der ganzen Bibel ist Glück durch rein. Und dort ist das. Der Werk, die Radung Werk, ist einmal Gott seine Arbeit. Dort ist nicht eine Menschenarbeit, dort kommt nicht von Mensch, dort kommt von Gott. Dort ist bloß Gott und Gott allein, wo raten wird. Und wenn Jesus Christus nicht Gott wäre, wenn Gott am geschickt hat, bloß das Menschen, würde aber durch Menschen Arbeit, Menschen Werken, Menschen gekommen sein, dort wir rat sein. Aber bloß, sondern was Gott ist, kann Gott seine Arbeit tun. Das letzte ist, bloß in der Person, was beide Gott und Mensch ist, kann ein Vermittler sein zwischen uns und Gott. Er ist der Einzige, was der Hohepriester kann sein zwischen wer wir sind. Er ist ganzes wir sind. Und wer Gott ist, wegen er Gott ist. Aber hier ist ein interessanter Ding von dieser Forschung. Wir lesen während dieser Forschung in der Weihnachtszeit, aber diese Forschung ist nicht bloß von Weihnachten. Dort redet und dort wies eine Zeit, wo Jesus Christus wird kommen. Nicht bloß das ein kleines Kind, aber das ein König. Und nicht bloß ein König, was würde in einer kleinen Stadt regieren. Er wird ein König sein, was über die ganze Welt und über die ganze Ewigkeit wird König sein. Ich glaube, eine Wahrheit, wo das erklären, ist das nächste Part. Und er hat das Reichtum regieren. Openbaring Kapitel 5, der 13. Vers sagt es das. Dann hier ich alles, was in Himmel und auf der Erde und unter der Erde, was auf dem Meer und in dem Meer gemerkt ist, sein. Dem, der auf den Thron sitzt, und dort Lohn traf in alle Ewigkeit, allen Dank und ihr und Herrlichkeit und Gewalt. Von wem redet Johannes hier? Er redet von Jesus Christus. Jesus Christus ist der, der das Recht hat, zum Regieren. Und diese Prophezei, was er hier von reden wird, Jesaja hier reden wird, redet nicht bloß von Weihnachten. Da redet noch von der Zeit, was noch kommen wird. Eine Zeit, wann Jesus Christus wird zurückkommen. Und das Mal wird Jesus nicht zurückkommen, das ist ein kleines Kind. Das Mal wird Jesus zurückkommen, das ist ein König. Und König mit aller seiner Macht und aller seiner Herrlichkeit und aller seiner Engel, er wird raufkommen, er wird regieren. Da wird nichts sein, was er Macht hat, er das König. Und ich glaube, eine Wahrheit verstehen erst, wenn wir an Boy denken, dann, wo verstehen wir in der Verse steht. Das redet von Jesus Christus in ersten Kommen und auch sein zweiten Kommen. Ein Bild war mir gemalt, wenn ich in der Bibel schau wir, und da wir ein Bild von einem Boy. Viele von Ihnen haben in Mexiko abgewaschen, die kicken in eine Weg, und du bist dann der Boy, nicht so? Oder wenn ihr in Alberta wohnen, dann ist es auch wir, die können eine Seed sein, die wir ein Boy. Wenn wir den Boy ankicken, dann wir sein bist, wir sind Eiver und du sind die Spatzen. Aber wenn einer kicken wird, die Boy, die sind nicht alle in einer Reh. Die Spatzen sind nicht alle in einer Reh. Fern steht ein Boy und dann die Hänger sind Boy und so wieder. Und so erst du mit Forschen ist diese Forsch. Wir sein nach Mode erst fern erst du eine Boy, aber die Hänger erst auch noch eine Boy. Dann muss wir studieren, von was von der Boy redet. Und diese Forsch redet von Bad Boy. Der wird erste erst, die erste Mal Jesus wird kommen und sehen, wird gejäft und ein Kind erst geboren. Aber er redet auch von der zweiten Zeit, Jesus Christus wird kommen. Und ich will haben, wir sollen diese Weihnachtszeit nicht bloß an das erste Boy, das erste Kommen denken.
Ik wil gaan, wie is niet joak, wie is Christen zullen ons freien voor de tweede Mal, dat Jesus Christus wordt terugkomen. Wanneer we in deze tijd zijn en dit niet helemaal schijn, wanneer dat schwer is, we merken ons zo druk met alles wat hier is, de schwierigheden wat hier zijn, waar we ook genoeg verdienen. Wanneer wordt deze virus durch zijn? Wanneer wo we weer de vrijheid hebben wat we hadden? Wanneer wo we weer een land zijn, wo we vrij zijn om Christen zijn? Wanneer wordt onze regering weer drehen, dat we worden dat onze steden, dat de kerken Jesus Christus in vrijheid kan over het ganze land predigen. En alle dit merken we ons vielleicht bloos schwor met Jesus Christus in eersten komen. Wer wil nu Jesus Christus in tweeden komen checken? En we ons vrijen over dat. Dat is onze hoopning. En deze Weihnachtstijd is dat we kan ons helpen denken, dat Jesus Christus wordt naar hem komen. En in die tijd wordt hij komen zoals tjeinig. En hij wordt alle dingen recht merken. Ik wil de zingergroep nog napkrijgen en dan wil ik nog beden. Jesus Christus, we zijn van de vrouw, dat u best voor de eerste mooie komen. Die hast ons de radung openbaard, waar we van onze zin kan loskomen, en we bloos meerlijk, wegen Jesus die heim, zoals Mensch en die wirst Gott. En interessant denk ik Jesus Christus, dat van de dag best nog Mensch en God. En die steeds aan voor ons. Van der God, we willen nur die beden, we willen vreuen. Dat u was aanstaan voor ons deze Weihnachtstijd. Wanneer de zonne zijn, wat hier zijn en dat harken doen, wat in de tijd van nood zijn. Jesus Christus, we vreuen dat u was aanstaan. Wanneer de zonne zijn, wat in de gouden tijd zijn, wo dat schijnt. Jesus Christus, we vreuen dat u was aanstaan voor ons. En God, wanneer dat dies loten deed, jästlich dies loten deed, God, Jesus Christus, geef ons de hoopning, dat u was waar komen. Dat u nu ook met ons best. Dat er over de tijd komen. Wat u was alles traag merken, traag zaten. Zo alles wat zijn, dus het zal zijn. We beten dit in Jezus' naam. Amen. Ik wil je aandoen nog eenmaal op te staan en waar we dat lied zingen. Dit wordt in Engels zijn. The Beautiful Stern van Bethlehem. Star of Bethlehem, shining upon the shadow's doom, giving a light for those who long have gone, guiding the wise men on their way unto the place where Jesus lay. Beautiful Star of Bethlehem, shine on. Star, oh beautiful star, Star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Give us thy light to light the way into the land of perfect day. Beautiful Star of Bethlehem, shine on. Star, the hope of light, guiding the pilgrims through the night, over the mountain till the break of dawn, into the light of perfect day. It will give out a lovely ray. Beautiful Star of Bethlehem, shine on. Star, oh beautiful star of Bethlehem.
upon us until the glory, glory dawn. Give us the light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star, the hope of rest for the redeemed, the good and blessed. Yonder in glory when the crown is won, is won. Jesus is now that star divine, brighter and brighter he will shine. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Oh, beautiful star, oh, beautiful star, star of Bethlehem, shine upon us until the glory, glory dawn. Give us the light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Nu wollen wir noch ein Lied singen, nun ist sie erschienen. Dem Heiland sei Ehre in Friede in der Welt. Nun ist sie erschienen, die himmlische Sonne, und strahlt durch die herrliche Nacht. Darum trocknet die Tränen und jauchzet vor Wonne, denn die Menschen ist Heil nun in Christo gebracht. Dem Heiland sei Ehre, dem Heiland sei Ehre, und Friede und Heil der Welt. In Christo dem Retter, in Christo dem Retter ist Friede und Heil uns bestellt. Wie lauft sie umnachtet in Tod und Verderben, die Menschheit voll Sünde und Not. Doch durch Christus kann jeder die Seligkeit erben, lobt und lebet, so heißt und gelobet sei Gott. Dem Heiland sei Ehre, dem Heiland sei Ehre, durch Friede und Heil der Welt. In Christo dem Retter, in Christo dem Retter ist Friede und Heil uns bestellt. Hat einen guten Tag and Merry Christmas.